Goedemorgen, Sola. Ik freue mich von dir und war in Juni mehr zu sein. Wir sind, ich und 3 sind ja nicht in der Kirche was. Und das fällt sich dann, das ist einfach irgendwas gemisst. Das ist was ich nicht auf mitgekriegt mit Geschwister. Well, nochmals sehr willkommen jeder einer. Ich freue mich, die hier zu sein von dir. Ich freue mich, dass du hast die Freudigkeit gehabt, von dir und herzukommen. Und mein Verlangen ist, dass wir wollen können, was kriegen, was Gott zu uns reden will. Sein Wort uns mehr wird merken, oder dass das Wort mehr wird als zu uns. Und dass, wenn wir in Tiden sind, wo das nicht so schön geht, dass wir einen festen Halt haben. Wir würden stehen haben, wo wir uns ganz vertrauen können, auch wenn unser Körper nicht so schön geht. Du hast was, wo wir uns fast haben. Letzte paar Wochen, weil ich ziemlich krank gewesen bin, ich bin nicht sehr krank gewesen, aber jedenfalls so meiden, nicht getan, und ein Gast, und Segnen laufen, und das fällt sich voran, dass sein Körper nicht gewarnt. Und so haben wir in dieser Umgebung das gefällt. Und so, dort ist, wo wir durchgehen, und wovon wir lernen können, und wovon wir können auch mitfallen, wenn andere dort haben, und können vielleicht beistehen, wenn es nicht viel wird sein, aber kann sein, wie weit wo es fällt, oder wie haben das auch gefällt. Das ist schwer. Wir sind alle nicht so weit gewesen als Betty. Sie hat viel schwanger gehabt. Und so, wir können einer von anderen durch sein und beten und uns angedenkt sein, wenn wir nicht persönlich taub wären. Als wir lauter paar Mal, als man geredet hat, habe ich an Offenbarung geredet. Und das, was ich von dir auch wieder will. Letztes Mal war ich da, dann hatten wir die Kapitel 2 von Vers 1 bis 7. Und wir kicken uns dort, wo die erste Leib verloren wir, und dass wir nicht sollen die erste Leib verloren, da hast du angelassen. Und von der weil wir in der nächsten Kirche, dort wo Jesus Mutter sprechen, der treu bleiben. Und dort wo wir uns lehren können, dass wir treu bleiben an dem, was der Herr uns lehren hat. Aber das ist eigentlich den Anliegen, wo wir uns einmal Klimat frisch treiben. In ersten Kapitel, in der 20. Vers, du lesen, was es steht. Das Geheimnis in den 7 Sterns, die du in meiner rechten Hand sahst, in den 7 goldenen Lampenholen, ist das. Die 7 Sterns sind die 7 Gemeinden, ihre Engel, und die 7 Lampenholen sind die 7 Gemeinden. Das ist der letzte Vers in die erste Kapitel. Hier sei wie das ist, was das Geheimnis ist, sagt. In Sterns weit wie die Schienen nicht, wenn es Tag ist, wie kann es bloß sein, wenn der Dienste ist. Lampenholer an sich hat kein Licht nicht, da ist bloß ein steht, wo der ist für die Lampe. Oder wie kann sein, das ist ein Platz für den Bulb, weil wenn er nicht angeswitcht ist, dann gibt er kein Licht. Der Platz ist da, aber das ist nicht Licht. Die Engel, das sind dienstbare Gäste, das sind die Messages wiederbringen. Gott seine Engel, Gott hat die gemerkt. In Hebräer 1, Vers 14 sagt es, sind die Engel nicht alles Dienstgäste und dort geschah, die wird die Seiligkeit oben worden zu dienen. So, Engel sind uns zu dienen, das was hier in Hebräer sein wird. Hier in dem Paragraph im Englisch sagt es, Angel means messenger. Angels are created. Die sind nicht bloß da gekommen, die sind gemerkt, Gott hat die gemerkt. And non-human spirit beings, they are immortal, innumerable. Also gehen nicht zu teilen, sind without numbers. Die sind invisible, die können nicht sein. Und die tun Gott sein will. Die Engels
Das haben a ministry to the believers. They guide, protect and comfort. Das wäre Engel sein. Und wenn wir hier in das erste Kapitel in Offenbarung lesen, dann sei wie immer wahr, wo das sagt, dort zu den Engeln von der Gemeinde sei das ist das wiedergehen dort. Und so von der an, weil wir uns ein bisschen ankicken und trüb bleiben, was wir durchkennen von Lehren, und dann der zweite Part noch sich nicht mehr der Welt aufgeben. So die zwei Gemeinden werden uns von der an ein bisschen anschauen. In der 8. Vers, im 2. Kapitel, da fangen wir das an. Und nur den Engel von der Gemeinde in Smyrna schrieb, das sagt der Erste und der Letzte, der dort wir in zum Leben gekommen ist. Dort ist Jesus. Das ist, was er nu zu sein hat. Er hat was wiederzugeben. Der Engel ist geschickt worden und sagt, ich bin tot, ich lebe nu, und hier ist eine Message für uns. Und dann sagt er in 9. Vers, ich weiß, Jesus weiß, an deine Worten, deinen Trübstand, oder deine Tribulation, und deine Armut. Es sind 3 Dinge, was Jesus abnahm, was er weiß. Er sagt, ich weiß an deine Worte. Und ich weiß an der Umgebung, ich weiß an den Zustand, wo du bist. Wo das die gehen dort, wo das auf die geht, ich weiß das. Und ich weiß, dass du arm bist, nicht viel hast und dass es knapp ist. Aber dann sagt er wieder, und doch bist du recht. Ich weiß an der Gelaster, dass du vergeben Juden zu sein und dort nicht sind, aber eine Sündschuld sind. So hier sind ganz hohe wir, die Menschen, die noch vergeben, Juden zu sein, sagt Jesus, die stammen aus dem Teufel seine Schuld. Die stammen aus der Sündschuld. So hier können wir uns ein Bild merken, dort hier wir ein Mann, der wir treu, der wir abrechtigte Leid in der Gemeinde, in der Gemeinde wir gehorsam, respektvoll und sie wir taub, aber dass wir nicht körperlich leid. Ihre Körper haben das nicht gut. Aber was hat Jesus zu uns sagen? Er sagt, bleib bloß treu. Kümmere dich nicht an die Dinge, die passieren wollen, aber bleib bloß treu an dort, wo du bist. Wir kicken dann in Apostelgeschichte 14,22, sagt es, sie stärkten die Jünger und sprachen an Mut, treu im Glauben zu bleiben und sehen, dort wieder viel schwerer in der Gottesreich angehen mag. So, das wären die ersten Christen, was sich Mut sprechen, denen sagen, das wird nicht leicht sein, das wird schwer sein an unserem Körper, wenn wir als Christ leben dürfen. Du wollen Versicherungen sein und du wollen Gegenstand sein. Und das sagt hier, dass die ersten Christen haben sich Mut gesprochen. Und hier sagt Jesus zu der Gemeinde durch, bleib mal treu. Ich weiß, was die dort tun. Ich kann gut sagen, dass dort, wo du durchgehen dort ist nicht einfach. Dort ist nicht leicht. Aber er sagt, bloß bleib treu. Aber wenn wir kicken dann in Römer 4, Vers 3 sagt es, aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir Lieden machen, weil wir weiten, dass wir durch Lieden lernen, geduldig und standhaft zu sein. So, das sagt, dass wir froh sind. Ein Wort von Stand, wenn wir kicken dann nur diese Gemeinde, wo Jesus zu reden hat, wir wollen die andere Vers noch lesen, die wollen uns klar merken, dass du es nicht leicht. Du sind Menschen, die ernt Tausaten. Du sind Menschen, die ernt auf der Probe stehen, aus der Glauben, die standhaft ist und erleben. Wenn wir kicken dann in Römer 4, Vers 3, auf Englisch, da sagt er, but we glory in tribulation. Das sagt, we glory in tribulation. In anderen wird vielleicht, wir dagen, wenn wir leiden. Wenn uns geprüft wird, dass unser Glauben sich bewiesen soll, und sagt er dann, wie sie reich rüht. We glory in tribulation. So, wo können wir dort? Wir können bloß ein Zeugnis sein für dort, was Jesus getan hat.
Und wir können dort mit Frieden tun, even wenn es unseren Körper sehr schwer fällt. Der 10. Vers, da sagt es dit. Fürcht die Vernunft. Das ist, was Jesus, der Engel, tut, zu dieser Gemeindenlehrer du sein. Er sagt, fürcht die Vernunft, was du im Karten wirst leiden machen. So, er sagt nicht, ich will die bösen Menschen wegholen. Ich will die das Leuten besser gehen, wie du bist treu, du bist aufrichtig. Ich will die beschützen. Das sagt er hier nicht. Sagt bloß, fürcht die Vernunft, was du in Karten wirst leiden machen. Seid mal, der bei der Feind wird einige von ihnen festnehmen lassen, ihnen auf der Brot stellen, und die wollen 10 Jahre leiden machen. Oh, das sagt hier aber nicht, ich will ihn beschützen. Und das wird wir würden gleich hier nicht lesen. All diese Dinge. Dann würden wir gleich nicht lesen, und Gott wird uns beschützen, willst wir an Abend bleiben da. Was sagt das wieder? Sagt, bleib treu bei dem Tod, dann will ich dir die Lebenskron geben. So vielmals wird wir gleich sind das hier zu lesen, wo das alles kann passieren, und dann Jesus wird uns beschützen, unseren Körper wird nicht schwer. Aber dort sagt Jesus hier nicht. Er sagt, bleib treu, bleib stehen, das wird dein Leben kosten. Das wird dein ganzer Körper kosten. Aber du willst sonst nicht Angst haben, dass ganz gelitten sein, ich sende mit dir, wann auch die Uhren wird in den Körper genommen worden, die wird sehr schwer werden in den Trouble. Aber er sagt bloß, bleib bloß fest, hol die an mich. Das ist alles, was dir fehlen wird. Das ist, was das brauchen wird. Wir würden gleich, das ich auch sehe, nicht lesen, dass, oh, du wirst Trouble sein, und dann wird uns das schwer werden, und dann wollen wir erfahren, dass Jesus der Camp, und dann beschützt er uns, weil wir an Abend bleiben, und dann sind wir am safe place, an einem State, wo wir safe sind. Das, was wir würden gleich nicht lesen. Aber das ist nicht, was das sein wird. Das sagt, dass wir sollen nicht Angst haben, was immer uns Körper begegnen wird. Dort soll uns nicht wichtig sein. Dort soll uns nicht sehr hoch stehen, was uns Körper durchgeht. Aber was uns soll wichtig sein, dass wir stehen in dem Moment, wenn wir auf die Probe gestellt werden. Und das sagt, dass bei der Feind wird einige von ihnen festnehmen lassen, ihnen auf die Probe zu stellen. Und so, wir beleben das hier nun nicht in dieser Zeit, dass sie uns kommen im Gefängnis holen und dass wir jemanden festsetzen für so und so lang. Wir lesen von Christen, die vor uns gewesen sind, dass die haben im Gefängnis gesehen und die haben es leiden wegen dem Glauben. Dort habe ich hier längere Jahre nicht so belebt. Aber wir wollen dann doch noch an, dass einer oder der andere, der wird von Feind festgenommen, ab einer oder der andere war, und wird zugesagt an sein jährliches Leben. Und der Feind versucht dort zu verstehen, zu verdorben. Aber hier sehen wir, dass Jesus sagt, fürcht dich nicht. Hab nicht Angst. Ich weiß, so ist die Welt abgerecht ist, so ist alle Raum geht. Du wirst noch mehr kommen. Da wird noch schwieriger werden für die, die an Jesus glauben. Das ist, was Jesus uns hier lehren will. Wir würden dann vielleicht bei diesem Deal gleich hören, dass, oh, wann dann mal eine andere Government ankommen würde. Oder die People Party. Wir haben nie eine Party gehen, wann die würden ankommen. Dann würde es eine bessere Welt sein. Oder wann die Conservatives würden gewonnen haben, dann würde es eine bessere Welt sein. Oder alles wie Ram uns hier und da. Und wir können uns sehr viel mit das beschäftigen. Und würden denken, dann würden wir eine bessere Welt haben, wenn das so und so wird. Oder wenn nicht die Maske gebraucht wird, dann würde es eine bessere Welt sein. Oder wenn nicht die Vaccine geschoben wird, dann würde es eine bessere Welt sein. Oder wenn der Covid-Ding nicht ran wird, dann wird es eine bessere Welt. Ich weiß nicht, mit was unsere Gedanken sich das alles schwer machen. Aber ein Ding, das entweder, dass some Menschen, die leben in Angst. Und was sagt Jesus hier, das erste? Fürcht die Vernunft.
Ha nicht Angst. Was immer in der Welt rangeht, was immer du gesagt wird, was immer du geredet wird, dort soll uns nicht bingen, dort soll uns nicht Angst mehr. Und wenn ich und du in Angst leben über dort, was alles in der Welt rangeht, dort bedeutet so viel, dass unsere Gemeinschaft mit Jesus als irgendwie ein bisschen schwach geworden. Wenn heute sage ich hier, fürcht dich für nichts. Ich weiß, in anderen wie Jesus sagt, ich weiß, dass du was machen dein Leben lang. Die wollen die vielleicht mit einem Messer im Kopf aufstehen. Oder die wollen die vielleicht die Zunge mit dem Körper reden. Oder was immer. Aber Jesus sagt, du hast nicht Angst vor das. Bleib stehen und weißt du was? Du stehst, was sehr wertvoll für dich. Und dort lügt nur die, wenn du nicht was nur geben. Aber wenn du was nur geben, an diese schwere Zeit, dort, wo du was verlierst. Dort, wo wir wollen, alles verlieren. Und Jesus sagt, hab nicht Angst. Ich weiß, dass das passieren wird. Ich will nicht kommen und du ein Tun versagen, dass dein Körper nicht werden wird. Das ist nicht, was ich will tun. Aber ich lüge, was du wirst durch sein, und dann will ich die bei mir haben im Himmel. Dort, wo ich die will haben. Dort, wo ich nur lernen, dass du wirst bei mir sein im Himmel. So, und als ich das so nachdenken, und was Jesus hier sagen hat, und was er zu uns können meinen, und so ist es in der Welt von der und geht, und viel von dit dort Jahren geredet wird. Es kostet manchmal an den von uns Städten sein, dass Menschen, die leben bloß sehr in Angst über whatever das ist, über die Krankheit, über die Medizin, oder über die Government, über wo die Dinge tun. Das kostet sein, mit dort, was sie rechecken, was sie uns Städten stellen, kostet sein, die Person lebt in Angst. Woran? Weil sie nicht genug Zeit sparen an dem, was Gott sein Wort lehrt und was wir zu erwarten haben, wenn wir hier ab diese ihre Stärke sind. Dann sagt es in der 11. Vers, wer Ohren hat, den lässt hören, was die erste Gemeinde sagt. Der Gewinner kann durch den zweiten Tod nicht Schulden leiden. Wer Gewinnende, wer vorhält, wer nicht nur seinen Körper abpasst, aber nur seine Seele abpasst, der kann kein Schulden leiden am zweiten Tod. Matthäus 10, Vers 28 sagt es, und fürchtet nicht für die, die den Körper dort merken können, und die Seele aber nicht dort merken können. Fürchtet lieber für den, der Körper und Seele verdorben kann an der Hab. So, das ist, wo wir können gehen. Ich kann denken, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht. Du wirst leiden. Aber sieh mal gelobt. Wir lesen uns den Vers vorher, wo die jungen Christen sich in der Apostelgeschichte sich am sich hatten, Motto sprechen, stehen blieben, wenn sie dort leben, wird hier durch diese ihr dort Wort nicht einmal leicht sein. Und so sprechen sie Motto, bloß stehen noch bleiben. Wie können du mit rechnen, dass Dinge wollen gehen ans Welt gehen? Dinge wollen gehen ans Fleisch gehen. Das wird nicht so sein, als ans Fleisch wird möglich sein. Und dann haben sie sich Mutter gesprochen. Und in Reimer los ich, dass wie Glory in Tribulation. Und die Zeit, wo die Schwerheit wird gehen ans kommt, wie Dachen so rüht. In Offenbarung 12, Vers 11 sagt es, und sie haben durch das Lamm sein Blut und das Wort, wofür sie anstanden, eben gewonnen. Und an wir dort Bad am Tod nicht am Erleben zu tun. Sag das falsch lesen da. Und über nur denken. Und so schein aus wieder haben. Und so gut aus uns. Ja. Dann frage ich mich manchmal, wie kommt es dann, dass so viele Menschen so in Angst leben? Was geht an, dass so viele Menschen sich von den Medien oder von Nachrichten oder von einem Videoclip oder von einem Schreiben und anderen so abregen? Was passiert? Was ist dort so abregen? Oder was rede ich, wenn ich mit Menschen rede über Dinge, rede ich bloß so, dass du es nicht, dass andere nicht mal horchen tun, wenn es dann durch das auch zu blocken, dass Menschen nicht horchen wollen, wenn ich was rede. Wenn ich glaube, dass ich sage, du es nicht, well, dort ist aber nicht so. Du hast was. Du hast eine Krankheit, die uns
krank gemaakt. Dat is wat ons heeft getrouwd. Aber, wie kijken du voorbij? Dat is wat Jezus ons hier leren wil. Hij sagte deze man door, blijf trouw. Blijf trouw. Dat wat die wat kost. Dat wordt niet leicht zijn. Aber dat borgt het niet. Blijf trouw. En wanneer was hier daar zijn, ik vrij me voor den moment, wanneer ik die wil zijn im Himmel kom. Dat is niet met de weet wat hij het zijn. Maar dat is wat hij voor zich uit te brengen. Dat we dat zijn. Dat is niet wichtig wat hier passiert. Je eier wie hier daar zijn, je eier zijn wie met onze haren toe. Dat is wat Jezus hier voor zich te erklären. En dan gaat hij naar de nächste gemeinde, naar Pergamon. En hier zegt het, dat hij ons woorden zich niet met de weltelijk stelt. En dan zeg ik, über deze beiden, ik heb verzocht, een beetje hand en treed te bekijken, wat zegt hij hier te deze gemeinde, wat zegt hij te de vijf gemeinde, en wat zegt hij te Ephesus. Wat zegt hij door? En door handelt zich dat aan dat de lijf van Jezus weer kalt geworden, dat weer leer gekomen, dat weer niet door je blijven waar je zult zijn. Door weer some andere dingen aangekomen, wat wichtig weer, wat aber niet zo onze stad zijn. En hier zegt hij dat we zullen ons niet met de wereld lichtstellen. Fangen we aan te lezen in Offenbarung 2, Vers 12. Hier zegt het, nu den Engel van de gemeente in Pergamon schreef, dit zegt die dat scharpe, dubbelschniedende Schwert hat. Okay, wer redt nu? Als die, den seine Wied der Seil en Mark en Bein derschnieden doen. We würden gerne lesen in Hebräer 4, Vers 12, dat wordt het wat scharpe Schwert beschreven daar. Zegt, dit zegt die dat het scharpe Schwert hat, dat het woord Gottes hat. 13, dan zegt hij, ik weet waar du woont. Waar? Met het woord vangt hij aan, ik weet waar dat aan die staat. Zegt hij, ik weet waar du woont. En dat is du, wo Zoeten zijn troon heeft. Dat du aan mijn noemen vasthoudt en dien geloven aan mij niet verlegen deed, en die tijd als Antipas mijn trouwe zeugnisgeber trouw blijft, die begint doodgemerkt wordt, door wo Zoeten woont. So, dit is wat hij zegt. Dit is nu een brief, dit is nu een message to de gemeente. En zegt het, ik weet waar die dat gaat, en ik weet door wo du woont, dat is zeer veel slechter dran. Ik weet het al. En ik zeg het ook, als du einer van de gelijden wordt doodgemerkt, dat du juist gleich nu en had angst voor dat, wat er passeren. Du hielst danach vast. Du blijft trouw. Ik ga dat je zeggen, ik weet waar die dat gaat, ik weet waar die bent, ik weet de begevingen wat er zijn, ik weet die alle. Dan in vers 14 zegt het, ik heb aber doch wat gegen die. We lezen in Ephesus, ik heb dit gegen die. Hier zegt de Pergamon, ik heb wat gegen die. We lezen in Smyrna, niet eind wat hij gegen den Lehrer had. Du wil niet gegen die. Hier zegt het, ik heb wat gegen die. En wat is dat? Willst du door zo'n haast de Ambilian zijn leer vasthouden, die den Balak leer Israël verleiden te zingen, of gaat de Apfel te eten, Hurerei te drijven. Er zijn mensen, ram die, vielleicht sogar in de gemeente, die nog gewisseld vasthouden aan de leer. Wat weer het 4 Mose 3, 31, 16 zegt het, wist je dat niet meer, dat het de vroeges weer de Israël der Biliam zijn rood verleiden deden? Dat zij zich om haar verschulden durch den Baalpeer, zo dat den Herrn zijn gemeente een grote plauw durchmügt? Weet je dat niet? Hij heeft vergeten wat er dan passeren deed? En nu ga je terug en zo'n leeuwenstad nemen,
25 Vers 1 sagt es in 4. Mose, als das Volk Israel sich in Schitten gelagert hat, fangen die Männer sich an mit moabitische Frühes aufzugeben. Diese luden das Volk zur Ehre Abfasten an. Und das Volk eit von das Opferfleisch und kneit sich vor die Moabiter ihre Jätter und Israel hangt sich an den Baal Peor. Dann brennt den Herrn sein Euer über Israel ab. Hier so wie noch einmal Wort von dieser Liebe mitgekommen, von der Versicherung, was dann durch Balaam kam. Balaam, der wird angelohnt, um das Volk Israel zu verpflegen. Und wir weten, wenn wir die ganze Geschichte, weil ich hier nicht lesen, aber wir weten, dass Balak, der Krau, Biliam hier haben, und dann abfaden sie durch, und dann doch Balak nu wurde das verpflegen, und Gott leitet das nicht zu, Balaam muss das sehen. Und viermal so steht, dann war Balak verdrießlich. Aber dann, so wie diese Versen lesen, dann hielt sich das so, dann hat das Balaam, dann hat so gier und Geld wollt, dann sagt er, aber was ich kann tun, um das Volk schwach zu machen, dann schickt ihn früheste Mann und lässt dich Schweinerei treiben. Dann war es was gewöhnt. Und hier sagt Jesus nu, dass du hast sam von dieser Liebe, du hast sam Wort von dieser Begebenheit mitgeschlafen und so hast du nu in deiner Gemeinde. 2. Petrus 2, Vers 15 sagt es, sie haben den rechten Weg verloren und sind verbiestert, sie haben Beor sein Bilion sein Weg angeschlagen, der Sohn Geld heran wir, dort wollen wir euer Reich zu handeln, dort zu kriegen. Und nu ist das Samwort von dort mitgekommen. Sagst in der Vers, aber Biliam wird wegen seiner Übertretung abgeholt durch einen Stammeesel, der mit Menschenstimmen redet und den Propheten seinem Wahnsinn traghalten hat. Wir können mehr von Biliam lesen, er wird Luther mit Maße dort gemerkt, wenn es einer von der Angereichten wird. So, hier so kommt Jesus, schickt seinen Engel nur diese Gemeinde durch ein Pergamon, und sagt er, dass du das Samwort von der Eierreichtigkeit manch jene Menschen, was er nicht soll sein. Wir losen hier aber, dass das Mann, der wir treu in der Stunde fast für dort, was er soll anstehen. Als Menschen, als ein von seinen Brüdern, der wird dort gemerkt, er bleibt treu und hält fast an Jesus. Aber hier ist was manch jene, was er nicht gleichen darf. Hier ist was nicht gut ist. Dann in der 15. Vers, im 2. Kapitel in Offenbarung, sagt es, und so hast du auch Söhne, die an der nikolaitische Lehre holen, die nicht leiden kann. So 2 Dinge wären da. Balaam wir noch einen Einfluss, der hat in der Aufjäterie angelegt, und du wirst noch some von dort manch geblieben. Hier sagt es, dass du was von der nikolaitischen Lehre, die Gott nicht gleich, der wird man. Und was wird diese nikolaitische Lehre? Er kann nicht krank sein, was das alles wird, aber die legen sich sehr mit dieser Biliams Lehre. Und in Psalm geschrieben wurden, dass es das gegeben hat, dass wir einer von den 7 Diakonen, der wir aufgebiest hat, und der hat Dinge gelehrt, was nicht soll sein, und dort hat es eine Gruppe gegeben, und leert wieder. So, aber das wir beide sind Dinge, was immer dann nicht kriegt, was das, wenn ich dort nicht kriege, weit, aber das wir was gegen die Gemeinde arbeiten wird. Dass wir aus dem Kreis, was in der Gemeinde wiedertreten wird, was uns gerade ansehen wir. Römer 12, Vers 1. Sagt der Brüder, weil Gott so viel Gnade und Mitleid an uns bewiesen hat, ermutigt uns auch, einen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann, laut dort ein geistlicher Gottesdienst sein. Diese Gemeinde, die Schrift hat, dass sie sollen sich nicht mit der Welt aufgeben. Und er nahm 2 Dinge auf, wo sie sich mit der Welt aufgeben, dass wir nur Biliam seine Lehre horchen und nur die nikolaitische Lehre horchen. Da wir beides Dinge, und wenn die nur studieren, dann hat beides mit amoralischen Dingen zu tun.
En dort hielt sich so, dass das Lehrer als nicht sehr smart war und dort hat die Tag geloten, oder die Band loten wieder leben. Und dann lesen wir in der zweiten Vers in Römer 12, en stellt je nicht so an aus dieser Welt, je sollen durch die neue Gesinnung verändert worden, dass je weiten können, was Gott sein will, was gut, was angenehm und was vollkommen ist. Dort sind wir hier in dieser Gemeinde, du willst was zu der Vollkommenheit, du willst was missing, oder du willst was arrangieren und du willst an zu ändern. Saß hier in der Vers, sagt, kiert an. Hier sagt er nicht, kier an, aber sagt er, kiert an. So du wirst mehr als einer, von wem Actions gefordert werden. Du wirst mehr als eine Person, was nu was zu tun hat, durch diese Nurreich, was der Engel nur diese Gemeinde gebracht hat, sagt er, kiert an. Selbst wir mit einmal durchsehen und mit das Schwert mit mir Mühl gehen ankriegen. Ich habe den Gedanken von, als das Mann in der Hall abwerten deed und hij will haben, dass er so wie von der Todes abstehen und seine Brüder worden, dass er nicht würden durch das Platz kommen. Und dann sagt Abraham zu ihm, der Hand Moses und der Hand der Propheten. Wenn sie du nicht will nach Horchen zum Ändern, zum Amtieren, dann wird das nicht halten, wenn der Fehl wird angestellt wird. Wenn der Fehl wird passieren, dann wird alles nicht, das wird nicht halten. Wer nicht will, horchen dort, was Gott sein wird, lehrt, der wird das nicht, wenn die große, schwere Dinge passieren dort. Und dann in 17. Vers, wer Ohren hat, den lot hören, was der erste Gemeinden sagt. Die Gewinner. Hier haben wir das Wort, die Gewinner. Hier schreibt wir das in der Fähiggemeinde. Das sagt, die Gewinner, der wird nicht Schulden leiden. Hier sagt es, die Gewinner, wo ich von das verstärkte Manna zu eten geben, in dem wo ich auch einen witten Stein geben, und auf den Stein ein neuen Namen geschrieben, den selbst keiner lesen kann, als die den kriegt. Das witter Stein, den will er uns geben. Und du wird nun boven sein, wo wir uns sehr freuen wollen. Ich habe hier noch ein paar Geschichten, wo ich das soll euer Mang flechten. Aber dann werde ich nu noch den Mang flechten. 3 Betten in. Du ein englischer Geschichtsschreiber, er schrieb von einer Tante, wenn ich eine 22 Jahre alt, eine junge Mama wieder. Und sie kriegt auf einmal die Bibel und sie liest viel Band. Und als sie die Band viel lesen, dann wird es auf einmal an, dort zu den Glauben gehört nach mehr, als sie was nu gekannt hat. Sie ist sich sehr fest überzeugt, dass sie das Rechte gefunden. Und als die Katholiken dort waren, das wir in den 1500 oder 1400 Jahren in der Zeit waren, als die Katholiken dort uitfingen, was sie glauben, dann fangen sie an zu brechen. Das muss abgegeben werden, sie ist arg. Und sie ist ganz klar, dort, was ich gefangen habe, dort, was ich gekriegt habe an Jesus, dort ist, was wahrhaftig, dort ist, was sich lohnt zu tun. Und dann wird Meier getroffen, einen Tag, ein Sommer, Smarries, ein China Smarries, wird mitgenommen, bestattet ab. Und dann haben sie da all ein Loch gerufen, dann muss sie den anstoppen. Und dann fangen sie an zu schaffeln. Und als sie bei der Brust sind, dann sagen sie haben noch eine Gelegenheit. Wenn sie will, 3 Becken zu den katholischen Glauben, dann wollen sie die Rüt nehmen. Wenn nicht, dann wollen sie zu schaffeln. Und sie sagen, ich kann nicht. Ich lebe mein Heiland mehr als mein eigener Körper. Mehr als mein Heiland so viel wird, ich kann nicht. Das ist was kommt. Das geht nicht. Und dann wird er zugeschaffelt. Und der Rechter ist so verdrießlich, dass er hübsch de bovenaan, was er Loch ganz hart gestammt hat, als es zugeschafft ist. So, wir sagen, was Jesus hier versucht zu sein, dass wir sollen standhaft bleiben, wir sollen treu bleiben, was am Tod ist. Das ist
wo wir wollen die Krone kriegen. Jesus sagt nicht, dass er wird Weinbühen und der Feind an sich antasten kann. Er sagt nicht, dass wir wollen hier nur bloß immer gesund durch das Leben gehen und uns wird alles schön gehen. Das sagt er nicht. Aber das sagt jedes Mal bei der Gewinner, der wo ich mit mir taub im Paradies haben. Der wo ich bei mir haben, wenn der hier ist, der ist. Und dort ist mein Wunsch und Gebet, dass wir uns tun können, üben. Wir haben vielleicht auch tun, vielleicht immer, aber dass wir können denken, wie viel wird der Glauben erst, den ich und du haben. Als der mehr wird als mein Körper, oder als der mein Geruchskreis so viel wird als mein Körper, oder als mein Körper noch mehr wird als der Glaube. Durch können wir uns freuen stehen. Da wir eine andere Begebung, ein Mann wird regelmäßig zum Verbrennen wegen sein Glauben. Und dann sei du auch bei den knappen Stunden dort, und der Reiter ist zum Anstecken, dann sagt er zu den Richter, dass er soll noch mit herkommen. Und dann sagt das Mann, was er verbrennt soll, leih mal deine Hand auf meine Brust. Kannst irgendwas sperren, dass mein Hart böse wird, oder dass ich abgerecht bin, oder irgendwas. Na, er kann nicht. Dann sagt er, dann leih mal die Hand auf deine Brust ab. Na, weil man sein, wer abgerecht ist. So, du sei wie bloß, wenn wir uns an dort holen, was Gott sein wird lernen, dass wir können geluten sein, wir dürfen nicht in Angst leben. Und so wie alle Luther so vielmals gesagt haben, dass so viele Menschen die leben in Angst, was passiert in der Welt. Dinge ändern in der Welt, ja, yes, das sei wir. Das ist anders als wir das würden gleichen, ja, yes, das hast du. Aber wofür wird es ans Körper, wenn wir nu mal gucken, was Jesus hier sagen wird zu diesen beiden Männern? Die haben beide ausgeholt. Der eine der hat noch Dinge zu ändern. Und da wir Menschen in dieser Gruppe zu viel Dinge zu ändern. Aber dann sagt Jesus heran, wenn die ändern wollen, und wenn die wollen standhaft bleiben, der Gewinner, der kriegt das Schmacker Widerstein mit einem Namen, was uns bloß sehr viel wird sein. Das ist, was du hast für uns. Und wir können das haben. Nach einer anderen Geschichte. Eine Familie, wie einmal ein Tag, hostig eine sehr große Abregung. Wie ein 5-jähriger Junge, der da spielen da. Und er hat auf einmal bei Mama ihre Gläser bekommen. Und du wirst schmacken Sanden in der Glas und verschiedene Stroms wieder bin. Und das kleine Junge, der spielt damit und er nimmt sich mal ein paar Dinge aus der Glas und dann will er seine Hand zurück, dann kann er die nicht mehr zurück. Dann hat er dort genommen, was er will, und seine Hand ist dabei und dann kann er seine Hand bloß nicht mehr aus der Glas zurück. Und der kleine Junge, der wird Angst und er wundert, wo dort nu was war. Und dann über den, die Mama, die wird Angst, was wird nu passieren, was sich auf einmal schneiden, oder was wird da passieren. Und dann wird in einen Stall gegangen, wo der Papa ist, und dann gesagt, wir sind hier im großen Trouble. Wir sind hier im großen Trouble. Der Junge kann nicht mehr die Hand in das Glas zurück. Und dann freundelte der und sagte, du bloß mal aufmerken, dann wird der Hand ganz leicht rutschen. Weet je, wenn ich an die Zeit denke, wo wir leben, da sind so viele Menschen, die können nicht loslassen, was der Raum sich sein, was der Raum sich hören, und die sind ein großer Trouble. Und Gott, der kijkt vom Himmel rauf und er freundelt. Lass das bloß mal los. Lass das bloß mal los. Hat deine Freude an mir, an dem Herrn, an Jesus? Lass das los, was der Raum ist. Du hast gleich so ein großer Trouble. Ja, yes, da kann vielleicht auf einmal was kommen, dass das was Trouble sein. Aber woran wollen wir nie in Angst leben, wenn es noch nicht du ist? Woran wollen wir unsere Freude am Herrn und wegnehmen, nie, wenn es noch nicht du ist? Ja, yes, da kann morgen was du sein. Ja, da kann sein, dass unseren Körper, da wollen mehr Dinge kommen, wo das für unseren Körper was mein Dinge auf sein, wo das für unseren Körper was uncomfortable sein. Ja, yes, das kann alles kommen. Das sagt nicht, dass das nicht kann durch sein.
Aber wenn wir diese wiederhören, was Jesus zu dieser Gemeinde hier sagen hat, dann sagt er, habt euch Angst. Das wird ihnen Leben kosten, ich weiß das. Da wird es vielleicht 10 dienen, von da an sie wollen anfangen, aber die hier was vor euch sind. Das sagt der 10 das kann sein, dass das ein symbolisch ist, das weiß ich nicht. Aber was immer das ist, Jesus sagt ganz viel, lass das sein. Gut, komm mit mir in Gebet. Sieh mit mir in Gemeinschaft. Und lass das durchgehen. Wenn du hier ist, was durch sind, ich lerne dich. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will für dich da sein. Und du wirst für mich da sein. Und wir wollen eine gute Zeit haben. Er will nicht, dass wir hier sollen in Angst leben. Und weißt du was? Das andere sieht ist, wenn ich und du hier in Angst sind, dann können wir nicht mit Frieden den Herrn dienen. Wenn es Angst braucht, sehr viel Kraft aus unserem Körper. Tim, dass wir wann wir dabei leben. Aber wenn wir diese Freudigkeit im Herrn haben und uns dabei beschäftigen und dabei uns üben, dann kriegen wir neue Kraft, jeder Tag von Nien abgefällt und stark. Wenn die Versicherungen uns nachkommen, dass wir dort dann wollen, kein Dirk mehr. Corrie ten Boom, seine kleine Mialas, dann ein Tag, dann kommt ein ganz abgerechneter Derden und sagt, sie wird niemals stark genug sein, als ein Materie zu sterben. Wir today dass in Russland viele Dinge verjüngt und viele Menschen gemartert worden. Sie wird niemals so stark sein im Glauben, dass sie das kann. Dann fragt der Führer, wann hat das Geld gegeben, wenn sie mit der Bas mitfahren soll? Nu al voor 20 jaar later, dat bis dahin sich vorhin wollen, ja, für das Geld. Na, bis dahin ist das mir das fehlt, wenn ich reisen will. Na, so wird Gott auch versorgen, in dem Moment, wenn das fehlt. Und das ist so, wie ich so denke. Das ist so, wie ich so denke. Und wenn wir nicht diese Wort hören, was Jesus der Hand sagen wird, sagt er, nicht Angst. Ich will dich nicht beschützen. Ich will deinen Körper nicht beschützen. Ich will dir nicht kommen, eine Wohnversagen, dass dein Körper nicht wird wollen. Aber hab nicht Angst. Wenn diese Titel der hast, dann hast du, was sehr wertvoll ist. Das Wetterstein mit den Nähen. Und das ist, was mir Mut von an zu denken, was der Herr von uns will, dass wir uns auch durch wollen praktizieren und durch wollen üben, dass wann soll der Tag kommen, was immer wir begegnen dann, dass wir nicht dürfen in Angst leben, in Trüren, und von da sein, die keine Hoffnung haben. Aber dass wir können von da sein, die diese Hoffnung lebendig in uns alle haben. Da war Abstand zum Beten, wird passen das. Vater im Himmel, du bist der, der uns gemerkt hat, du bist der, der uns gekauft hat, weil wir wären verbiestert, wir wären verloren. Vater, du bist der, der uns so viel Wert und Trost geben hat, dass wir nicht darum von dir sind, der in Angst leben, der trüren, aber dass wir von dir sind, der mit Freuden können, ein Zeugnis sein in der Umgebung, wo immer wir sind. Und dass wir wollen können dagen das Licht, aber Menschen rum uns in Angst leben, dass wir wollen sein, dass wir können geloten sein. Wir können uns freien in dem, was der Herr für uns getan hat. Vater, sehen den Wort an uns, sehen uns, wenn wir von untergehen, sehen uns, wenn wir können ein Zeugnis sein, wir können ein Vorbild sein, wir können uns Licht dagen loten. Vater, musst du uns sehen du an und ein Weisheit geben, zu reden, Worte kann abbühend sein. Wat kan een help zijn voor de mensen. Vader, ik bid dat u waschen iedereen een vullen met dienen heiligen geest en met vrede dit leven hier te leven, zodat die naam wat kan verherrlicht worden door Jezus Christus. Amen.